Guten Tag zusammen. Ich bitte Sie mir einfach zu folgen. In der heutigen Zeit ist man ja mehr zu Hause beschäftigt. Mit Dingen, wo man sonst nichts mit zu tun hat. So auch ich. Und vielleicht erinnert sich die oder der eine oder andere noch daran, wie wir mal einen Kuchen gebacken haben. Und wir haben uns überlegt, wir setzen diese Reihe fort. Ja, ich muss dazu sagen, wir hatten halt eigentlich zu Ostern vorgehabt, ne? Aber zu Ostern war ja dann hier so irgendwie keine Hefe zu kriegen. Es war also irgendwie ja nichts zu kriegen. Ne? Und gestern, als ich dann in dem Geschäft meines Vertrauens war, ich darf ja eine Werbung, ne? Darf ich ja nichts, ne? So, ne, also das fängt, also in dem, ja, auf jeden Fall sah ich da dann endlich Hefe und habe ich mir gedacht, so, jetzt holt sie da alles zusammen, ne? Also, hier, da steht das alles, ne? Scheinbar hat alles parat gesetzt, die Eier sind noch im Kühlschrank, die Milch auch. Ich mach heute mit euch eine Hefezopf. Das Rezept, was ihr hier seht, was, also, ach, Schande, ich muss ja immer aufpassen, für die Leute, die kein Kölsch sprechen, ne? Also, das, was ihr hier seht, das Rezept, das ist von einem Kumpel von mir, ne? Das, also, ich hab da echt, also, ich war verwundert, ne, dass der sowas kann. Dann hat wahrscheinlich heimlich seine Frau um Hilfe gefragt. Auf jeden Fall vom lieben Tim hab ich dieses Rezept, so, und alles, was da drauf steht, ne? Han ich auch hin, ne? Ich hab eine Besonderheit, ich wollte keine Zitronen irgendwie, da steht ja gerieben, ne, hab ich mir einfach hier, ne, für Kuchenteig. Das reicht ja auch, das sollte tun. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, ne, da muss ich ja alles auflösen und bei dem Kuchen ist mir aufgefallen, hey, der Zucker, ne, der hätte sich da nicht richtig abgelöst, ne, also wahrscheinlich war nicht warm genug oder was auch immer, ich weiß es nicht. Also werde ich heute erstmal, weil hier steht ja da lauwarme Milch, ne? Da werde ich erstmal die Milch warm machen und dann kommt dann da der Zucker rein. Dann löst sich der schon mal auf. Und ja, dann kommt da die Zitronenpasta und die Butter auch noch rein. Da sind die auch schon mal aufgelöst. Wie das mit der Hefe geht, weiß ich noch nicht. Die mische ich nachher einfach dann dazu und dann kommt erst das Mehl dabei. Ich glaube, das geht. Probieren wir es aus. Also einmal noch zur Ansicht, ne? So sah es vorher aus. Also ich will nicht angeben, ne? Aber das hättet ihr sehen müssen, ne? Also ich hatte 222 Gramm Butter in der Packung da rechts, ne? So, und da habe ich einfach geschätzt, wie viel ist denn da von 150? Ich habe abgeschnitten und da, guck, hey, na? Augenmaß, sag ich nur. Augenmaß. So, jetzt haben wir also die Milch, da haben wir gut abgemessen, ne? Also mit Messbecher, ne? Der Zucker habt ihr auch gerade gesehen, gut abgemessen. Das, was ihr auch gesehen habt, ist, ich habe keinen Bock, dass sich die Butter dann irgendwie nachher im Mehl so und dass das so lang dauert. Deswegen habe ich die schon mal in die Milch gelegt, da kommt gleich auch der Zucker rein, den ihr gerade gesehen habt, ne? So, mit Mehl habe ich etwas einfacher. Ich brauche 1 Kilo Mehl, in der Packung ist 1 Kilo Mehl drin. Muss ich nicht abmessen. So, und jetzt bereite ich weiterhin alles vor, dann menge ich das zusammen und wenn das zusammengemengt ist, zeige ich euch dann, wie es weitergeht. Das heißt ja immer, wir Männer könnten das nicht, ne? So, schön klein gemacht, die Butter, die löst sich auf, kocht nicht, also wie auf der Beschreibung stand, nur lauwarm. Dann könnt ihr jetzt gleich noch der Zucker dazu und dann haben wir das. Ne, die Hefe können wir auch dabei tun. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber ist mir ja. Mir werde das sehen, das muss alles zusammen und ja, ich freue mich. So, wie ihr seht, hat sich alles schön aufgelöst, ne? Jetzt haben wir die Butter drin, jetzt haben wir den Zucker drin. Jetzt kommt noch die Zitronenpaste und die Hefe. Ich weiß zwar nicht, wie das Zeug auf Hefe reagiert, aber jo. Da steht Hefe. Machen wir. Ich glaube, ich habe mal was gelesen von 20 Minuten ziehen lassen danach, wenn das alles zusammen ist. Ich glaube, das mit der Hefe da rein war ein Fehler, weil die verknubbelt da jetzt irgendwie. Aber vielleicht sind die Knubbel ja nachher gut im Mehl. Das habe ich jetzt da. Da kommen dann die 2 Eier noch rein und dann führen wir da alles mal zusammen und rühren mal eine Runde. Da wird schon was bei rauskommen.
Ja, so sieht das dann aus, wenn du das da reingeschüttet hast. Jetzt kommt die Maschine in Action. Dazu haben wir uns jetzt ganz professionell das Strom hier rübergelegt und neben diese, ja, was auch immer das sind, ne? So, mal gucken, ne? Wie schnell drehen die sich denn? Ja, die drehen sich ganz gut. Jetzt machen wir das mal so und lassen das mal eine Zeit lang laufen und mal gucken, was draus wird. Kochlehrlinge und Backlehrlinge und ich werde kein Bäcker. Nein. Aber was wir geschafft haben, ist ein Teig. Wir haben einen Teig fertig. Er sieht zumindest aus, wie ich mir als Laie einen Teig vorstelle. Ich zeige euch den mal. Da, wie ihr sehen könnt, sieht der aus wie ein Teig, den man aus dem Fernsehen kennt. Ne? So, jetzt kommt da ein Handtuch drüber und dann kommen so 20 Minuten ziehen lassen. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich wegen der Hefe. Und danach sollte der doppelt so groß sein. Ich wirklich keinen Verzerr machen. Ne? Also ich habe jetzt gerade mal im Internet geguckt. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Wie lange man sowas gehen lassen muss, wie lange man vorheizen muss, wie lange man, ja insbesondere nachher dieses Zopfmuster. Ne? Also ich sag ja immer, Zöpfe flechten, da muss man für geboren sein oder ein Mädchen. Ne? Ich auf jeden Fall mit meinen Klumpfingern. Ja, ne? Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, und ich habe gelernt, man soll auf die Uhr gucken, wenn man sowas macht, weil eigentlich habe ich da ja keine Zeit für. Die sprechen davon über eine Stunde gehen lassen, die anderen 45 Minuten gehen lassen. Ich habe vorhin auch einen gehen lassen, also der Teig war trotzdem nicht fertig. Ne? Also die einen sagen, er geht dann doppelt so auf, die anderen sagen, er geht ein bisschen auf und dann soll man 3 Würstchen machen, 40 cm, soll die am Ende zusammenknüllen, ne? Und dann übereinander und dann am Ende dann Milch drauf, das gibt die schöne Farbe. Woanders habe ich gelesen, dass man das Ei zum Schluss drauf macht. Also zumindest eins von den 2, die auf dem Rezept standen. Ich habe so oder so das Rezept hier, was ich habe hier. Tim, also pass mal auf, das ist was für eine Großfamilie, ne? Die restlichen Rezepte, die ich hier finde, 500 Gramm Mehl und du kriegst mir mit einem Kilo. Ich bin mal gespannt. Da uns leider das Mehl ausgegangen ist, also was, ne? Also hier mit Topflechten, ne? Und da das nicht so an den Finger klebt, mussten wir uns so ein bisschen flexibel zeigen. Das haben wir auch gemacht und wir haben uns entschlossen, wir verzichten auf das Zopfmuster und machen ein hocherotisches, also wer noch, wie ich im Krieg war, der weiß, ne, also ne, mit Oma, ne, der weiß, wie das geht, ne, wenn du kein Mehl hast, nimmst du entweder Asche oder du versaust dir den Finger. Ich hab mir den Finger versaut, aber das Muster, was wir haben, ist wirklich gut geworden. Zeige ich euch jetzt. Ja, wie ihr seht, schön glatt die Striche mit Wasser und überhaupt, ne? Und jetzt lasse ich den noch mal ein bisschen gehen, so wie der gegangen ist. Also der ist schon ein bisschen gegangen, der sieht schon anders aus als vorher, sehe ich gerade. Der war vorhin nicht so breit. Das wird wahrscheinlich irgendwie so ein Flachbrot oder so. Keine Ahnung. Das Ding kommt auf jeden Fall in 20 Minuten in den Herd. Ihr seht, ich habe jetzt in den letzten Aufnahmen häufiger die Brille auf, weil das ist ja nicht mehr unkompliziert. Ne? Da muss man ja sehen, was man macht. Ne? Ja, ne? So, jetzt stehe ich vor der Überlegung, wie bestreiche ich das Brot mit Milch, also den Teig mit Milch, damit der nachher schön goldbraun ist, wenn ich keinen Pinsel habe. Ich könnte das ja in eine Schüssel tun und ein bisschen mit dem Schwamm zoppen oder so. Und zu Finger alles gut sein können, ne? Also da, guckt, ne? Hab ich geschafft hier, ne? Immer so ein bisschen hier in der Hand rein, ne? Und dann patsch da drauf und verstrichen. Ja, jeder auch. Man muss als Mann einfach nur flexibel sein, ne? Also, dann macht man den Frauen auch schon mal einen was vor. Ne? Also, ne? Ha! Ha! Was sind wir gut? Wir haben gehaart. Das Brot ist jetzt fast so groß wie die Form. Der Ofen, der ist auch schon auf 200 Grad. Ich tue das jetzt mal rein und dann gucke ich mal, was am Ende.
Ja, jetzt habe ich jetzt schon öfter gesagt, jetzt güt der rein und dann gucken wir mal, ne? Ich zeige euch das nachher, egal ob das Riss wurde ist oder nicht. Tim, unter uns zwei, ne? Also mit dem Rezept hast du mir das angetan. Könnte ich dich für. Ich bringe das Stück vorbei, glaube ich, wenn das jetzt geworden ist. Auch wenn es nichts geworden ist, bringe ich das Stück vorbei. Und wenn es der Hund frisst, das ist mir egal. Ja, jetzt ist unser Gurgelzupf, Hefezopf schon, wie lange ist der schon dran? Knapp eine Viertelstunde, das sieht doch schon ganz gut aus. Ne? Schöne glatte Oberfläche, kann man gut drauf schneiden. Der Zucker verhält sich, wie so Hagelzucker sich verhalten muss. Ne? Und ja, jetzt gucken wir mal. Ne? Bis dann. Ja, jetzt kommt der große, sensationelle Moment. Ich würde mal sagen, das ist ein Brot, wie nicht jeder Bäcker kann. Ich habe das Ding jetzt mal 10 Minuten länger drin gelassen, als es muss. Da kann man ja jetzt mal fühlen, gucken. Der sieht schön braun aus. So, dann füllen wir uns. Der ist auch Fass. Das fühlt sich auch gut an. Ja, holen wir das Ding dann so raus. Also da kann sich manch Bäcker eine Scheibe dran abschneiden. Ne? Wenn der jetzt innen auch noch durch wäre, was wir gleich sehen werden, dann wäre das da. So, wo ist ein Messer? Warte mal. So, Messer, Brot. Ja, schön fest, ne? Aber ich habe hier, man muss hier noch was warten lassen. Ziehen. Also, warte mal. Los. So Ding hier beim Bäcker Also, meine nicht. sehr verehrten Zuschauer der Rhein News, wie ihr gesehen habt, haben wir aus unserem Studio heute mal wieder bewiesen, dass der Mann von Welt auch, was habe ich jetzt gemacht? Brote backen kann. Ne? Also, wir haben es sozusagen quasi erfunden und wir sind die Besten. Ne? Und dieser Hefezopf, der kein Zopf ist, aber wahrscheinlich genauso gut schmeckt, Tim, denk dran, ich gebe dir auch ein Stück. Ja, also der ist uns gut gelungen, wir sind stolz, wir freuen uns und ja, dann bis zum nächsten Mal bei uns im Rhein News Koch- und Backstudio.